Also, welcome back, ladies and gentlemen. Welcome back zum Podcast mit Vordergrund, Foreground, Front, was auch immer. Wir sind wieder Wir sind wieder in gewohnter Umgebung. Wir sind wieder auf den Geschmack von der Hospitality von der Directorin. yes. Sie hat uns El Toni gebracht. Tun wir da lecker. Kamera rein tun? Beste. Kann man noch eine Klatsche rein tun? Sie hat uns sogar, ich weiß aber jetzt gerade nicht, wo der Pad ist. Alter. Hast du konfiguriert? Nein, aber noch nicht ganz. Also, was heisst konfiguriert? Ja, eingerichtet, dass die Knöpfe Die funktionieren. sind automatisch, die sind halt immer standardmäßig drin. Probiert Ach, irgendeinen. Also die ersten 9 sind automatisch und dann kannst du glaube so wie 10 Layers machen oder so ein Scheiß, wo dann verschiedene sind. Warte. Jetzt noch. Ja, ey, das ist sogar Geil, gell? Das ist sogar Das nice. ist echt gut. Also die Hospitality von der Directorin ist jetzt krass, weil sie jetzt sogar das Bad extra putzt für uns und auch Snacks vorbeibracht und so. Und Also für uns? Snacks? schau dort die ganze Ich weiß, ich habe sie gesehen, die Reihe. Cloud, die kaputt will essen, aber ich habe nicht fragen. Du bist da die High, Alter. Wo sind Snacks? Ja, Da- keine die- Bro, die Cloud, kennst du die? Seitdem ich Schocke gekommen bin, habe ich Clouds. nur müssen gehen. Die Clouds sind die von Lind, oder? Die von Lind, ja, die wo, ja. Aber sie hat das Bad extra für uns geputzt, weil sie weiß auch ganz genau, dass unsere Ritual. Nachroutine vom Podcast ist, dass wir zusammen Aufs Witz. baden gehen. Stichwort Karan ist passiv. Hä, das verstehe ich jetzt nicht. Also in dem Fall bist du nicht so in diesen Kreis unterwegs. Obwohl ich in gar der- nicht checkt. Passiv. Ich habe es nicht gecheckt. Passiv, weißt du, was passiv ist? Ja, passiv kenne ich. Aber passiv und aktiv im Aha, Geschlechtsverkehr, wenn Ja, das verstehe ich. gleich Geschlecht ist. Gleichgeschlecht verstehe ich nicht mehr. Das verstehe ich. Ich check's gar Auf nicht. jeden Fall der Karan nimmt. Da will ich sagen. Okay. Hey, ich habe gemeint, passiv ist, du gehst. Nein, Nein. macht keinen Sinn. Ist logisch. Also, ey, ihr merkt jetzt, wir Ey, sind. Was heisst G und was heisst nee? Mit G meine Ja, ich G ist G. Nein, 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 geh. Gut werden. Gut. Nein, ne. Ja, Aha. aber Also ich natürlich nicht, aber das sagt man doch Ja, so. voll. Also ich habe gehört. Genau. Also Ah, okay, beziehungsweise jetzt verstehe ich. von anderen, Okay. von Kollegen, man weiß. Was Neues gelernt? Hast du Kollegen, die aktiv und passiv sind? Wo gehen? Ja, sicher. 2. Ja, ich Aha. auch. Ja, 2. Ja, glaube gar keiner. Doch, ja. Ab und zu. Nein. Also, ihr merkt jetzt, wir sind gerade ein bisschen holprig am Start, weil wir sind alle 3 kaputt. Richtig kaputt. Der dritte und ich sind jetzt gerade aus der Also nein, der dritte und ich ist aus der Lernphase rausgekommen und Prüfungsphase. Ich bin noch drin. Wie man es an meinen Augenring merkt. Alter, meine Augenringe haben Augenring momentan. Warum man sieht nicht? Bei mir fühlt es sich so an, also echt richtig Sack. Siehst du? Ja, die war vorher schon schwindelig gewesen. Mir ist schwindelig. Ja. Ich habe das Gefühl, irgendwie meine Ohren haben irgendwie so, keine Ahnung. Mhm. Auf jeden Fall, Max kaputt. Ich bin jetzt vom Montag bis am Mittwoch habe ich meine letzten 5 Prüfungen. Wow. Das heisst fast jeden Tag 2 Prüfungen. Und da, was ich so momentan gemerkt habe, vor allem beim Lernen, ist das System, wie ich lerne und vor allem auch meine Mitschüler und Mitschülerinnen, es fühlt sich an wie eine Krankheit. Es fühlt sich an wie Bulimie. Kennt ihr das? Die Krankheit. Nein. Also, ich habe schon mal gehört. Weißt du, die- Bulimie ist, wenn du magensüchtig wirst. An den Finger steckst Ja, Fingersteck. und die übergeben musst die Ja, ganze genau. Zeit. Da ist, Das ist da, schlimm. da ist irgendeine Essstörung, die du hast. Mhm. Das heisst, du essst, du würdest deinen Magen fühlen, aber dann kommst du irgendwie so voll auf Paranoia und sagst, ich will nicht fett werden. Ja. Und dann gehst du ins WC und steckst Okay. so Ah, Das ist den krass. Finger ins Maul. Und kotzt so alles raus, oder? Mhm. Und meine alte Oberstufenlehrerin hat da gehabt. Wir sind in der 3. Oberstufe, oder erste, keine Ahnung, sind wir in Skilager. Ja. Oder? Und dann haben wir halt jeden Morgen miteinander zu Morgen gegessen und so. Ja. Und dann hörst du sie einfach, wie sie schnell, so richtig hastig ins WC und wir haben es einfach alle gehört. krass. Wie sie den Finger und dann voll Würgereiz. Es ist etwas mega Schlimmes. Also, Und dann keine auf jeden Fall. Ich will nicht über das lachen. Und der Bogen, den ich schliessen will, ist, da, wenn ich jetzt mit Lernen mache, ich esse die ganze Zeit Und es geht wieder raus. und ich kotze dann perfekt alles wieder raus. Und dann vergesse ich alles wieder. Wieso nicht, Mann? Oh, immerhin vor der Prüfung. Oder? Also ich vergesse kurz einmal schon vor der Prüfung.
Nein, es ist einfach so die Analogie zu dem, dass ich einfach lerne, obwohl ich nicht lerne und will nur lernen, damit ich kotzen kann an der Prüfung und dann fertig. Oder? Ja. Verstanden. Ja, aber ist da vielleicht mehr der Fall, dass zum Beispiel ich lerne ja, also in meinem Studium lerne ich da, wo ich weiß, wann ich in der Geschäftswelt will, auch brauchen. Der Karl hat noch nie gelernt. Ja. Er hat noch nie lernen gesehen. Nein, auch noch nie. Morgen hat er 8 Lektionen Schule und er kann sich einfach erlauben, zum nicht zu gehen. Nein, lerne Das können wir uns nicht erlauben. Ja, nein, eben, mein Ansatz ist halt ganz anders, weil ich ja nebenbei arbeite und komplett, ich weiß, wo ich hin, oder? Ich weiß meine Steps, oder? Und dementsprechend brauche ich das Studium. Du hast Theorie und Praxis relativ in der Nähe. Ja, und da ist halt so extrem wichtig. Und jetzt kann ich mir auch erlauben und sagen, okay, für investierte Finanzierung ist es nicht im Fokus bei mir. Oder So. vielleicht später dann, je nachdem, wie für Position ich anstrebe, aber momentan ist das nicht wichtig für mich. Du kannst einfach besser beurteilen durch das. Ich kann extrem gut beurteilen, was ist wichtig für mich und was nicht, oder? Dementsprechend lerne tue ich nicht. Ich tue in einem Ausgangslage, weißt, in einem Ausgangslage und dann lese ich da und dann sehe ich, okay, bei uns in der Firma oder in der IT wirst du dann in der Praxis so und so, kannst du gut anwenden, macht Sinn, oder? Dann habe ich immer meinen Praxisaspekt, oder? Ich muss nicht etwas lesen und dann auswendig lernen, sondern ich schaue, dass ich einen Praxisbezug habe und dann kann ich mir halt erlauben, weil ich halt nebenbei arbeite. Da ist es ja. Oder? Und alles andere, ich kann mich nicht motivieren zum Chemie oder Physik lernen. Weil wo würde ich das anwenden? Bei meinem Studium. Du hast gerade die 2 besten Fächer auf der Welt gesagt, die ich leider nicht habe. Boah, Chemie und Nein, aber es Physik. bringt mir nichts. In der BMS war es easy, gewesen, weil man es halt nur ein Jahr kennt. Ja. Aber ich glaube Aber so. es ist schon auseinander. Aber auch da, ich sage dir ganz ehrlich, ich will untergegangen. Ich kann mich nicht motivieren für etwas lernen, wo ich weiß, da habe ich gar keinen Bezug. Ich habe gerade so Physikfragen für dich. Ich muss noch ganz kurz sagen, ich und Ahmed haben technisch BMS gemacht und ich muss sagen, Physik hat mich am meisten auseinandergenommen. Ja, Aber es hat auch mega Spaß gemacht. Und jedes Mal, wenn ich die Prüfung in die Hand genommen habe, das ist wirklich so gewesen. So. Nein, ich habe so die Prüfung in die Hand genommen, habe so angenommen. Ja. So abgehen. Als wir nahen. Und dann, ja genau. Und dann kotzt. Erste Seite aufgeschlagen. Also erstmal Namen, da habe ich gerade noch geschafft. Erste Seite aufgeschlagen. Fuck, ich check nicht. Zweite Seite, dritte Seite, vierte Seite, fünfte Seite schon fertig gewesen. Ja. Nachher wieder zurückgegangen. Alle Aufgaben durchgelesen, aber nicht gewusst, wo ich anfangen soll. Irgendwann hat es irgendwo geklappt. Sag ich jetzt bei Aufgabe 3, bin ich eingestiegen und am Schluss habe ich es irgendwie geschafft, doch alles fertig zu machen. Ja, voll. Dann ist es dann mit der Zeit gekommen. Kurze Frage, habt ihr nicht Open Book Prüfungen? Ja, mal, wir haben so Formeln haben wir immer dürfen, separat. Nein, ich meine nicht von vorher BMS, sondern jetzt im Studium. Wir Nein. haben Open Book. Wir Ja. haben da noch sehr viel Open Book, aber es gibt ein paar Fächer, wo mega so hirnfick ist Ja. und genau die sind alles auswendig lernen. Ja. Ja. Zum Beispiel jetzt haben wir letzte Woche Kommunikationspsychologie gehabt. Ja. Dort habe ich die Prüfung gerissen, echt Baba gelaufen, aber dort bin ich auch lang dran gewesen, bis ich irgendwie alles Ja. auswendig gelernt habe. Ja. Und C.G. Jung und seine Dingsanalyse und so ein Scheiß. Also Transaktionsanalyse heißt das irgendwie. Aber es gibt viel Open Book, aber wenn es dann Open Book ist, dann tun sie so richtig deep rein und dann musst du lang blättern und zuerst mal schauen, ob du alles aufgeschrieben hast und so voll die Kleinigkeiten anschauen. Mhm. Das ist auch ein Scheiß. Also der fragt teils. Und nicht alles. Okay. Ja. Nein, wir haben alles Open Book gehabt. Also wo War jetzt im Studium. ja, Ihr habt alles Open Book. alles Open Book. Boah. Aber du lernst auch nichts. Ja, Ja. das ist ja Bombe, wenn es so ist. Nein, wir haben alle Prüfungen Open Book gehabt in dem Sinn. Die erste Prüfung haben wir sogar online gehabt. Das heisst auch im Internet. Spick. Ja, Bro, ganz ehrlich. Er hat natürlich nicht gemacht. Oder? Nein, ich nicht. Wir Klar. haben Glück gehabt. Hallo. Du bist weil die meisten Prüfungen, die wir online hatten, bist du länger dran gewesen beim Googlen, anstatt wirklich Ja, das Buch, ja. weil sie haben die Prüfung mit dem Buch geschrieben. Das heisst, du hast nur müssen Inhaltsverzeichnis, E-Book, oder? Ja. Und dann kurz Ctrl-F und dann suchen. Also online sind da in Teams eingeschaltet gewesen und nachher hat niemand dürfen miteinander reden. Wir haben das gemutet, oder? Eben, und Nein, dann wir müssen müssen Kamera mehr- Ah ja, einschalten. in der Ja, echten ja, Teams kann man. müssen einschalten und Bildschirm Ja. teilen, Ja. damit es gesehen Ah, ist, nein, wo Nein, deine bei uns Maus so geht. gewesen, wir müssen teilen, wir Nein, nein. müssen uns aufnehmen Ja. und dann ihm das Video schicken, damit er Ah, die 50 krass. Minuten oder was auch immer kann anschauen, ob wir irgendwie so links oder rechts geschaut Okay, haben. nein, da haben wir nicht Nie. gehabt. Echt? Wir haben sogar Kamera, so ab und bei Bahnen dort sehen, wenn wir die Kamera nicht mal müssen Okay. anschauen. Weil du siehst ja nicht alle. Weißt du, siehst ja nur die ersten 5 bei Teams und die anderen sind sozusagen die ersten stimmt, das 10 ist aber vielleicht. voll. Die anderen sind einfach so mit ihrem Logo. Stimmt. Ja.
Ich habe ja vorhin eine Frage an dich, eine Frage stellen, und zwar Physikfrage. Bro, kein Plan, Bro. Egal, vielleicht weißt du das, vielleicht wissen auch unsere Zuhörer. Und zwar, es ist folgende Situation. Es sind 2 Wähler. Nein, Und ein Wahl ist schwer als der andere. wir sind jetzt Wie weit ist die Sonne entfernt? in dem Zimmer. Und Oh, fang nochmal an. wir sind jetzt in dem Zimmer, da. Mhm. Und stell dir vor, wir tun da jetzt vakuumieren. Es ist also Vakuum da drin. Okay. Dann hast du in einer Hand eine Feder und in der anderen einen Hammer. Ja. Du lässt beides gleich. Beide gleich schnell. Wow, okay, krass. Wieso ist er so schnell? Und wieso ist das so? Ich bin nicht dumm. Ja, wieso ist das so? Da weiß ich nicht, Bro. ist aber Wegen nicht. Gravitation oder gar nicht. Aber es ist gleich ein Trigger, dass einfach beides gleich schnell am Boden geht. ja, es macht. Weißt, ich kann mir es nicht vorstellen, so. Mhm. Aber ich kann mir vorstellen, weil der Druck nicht ist. Oder der Gravitation nicht. Luftwiderstand, ja. Ah, Luft, Mhm. ja. Ja. Anziehung ist in dem Sinn, dass Gewicht bei der Anziehung so wie keine Rolle spielt. Mhm. Egal wie schwer du bist, du wirst mit der Genau. gleichen quadratischen Beschleunigung abgezogen. Ist der quadratisch? Ist- 0,81 m hoch 2. Ja, Mol ist quadratisch. Ich glaube, es- Quadratmeter, habe ich gerade gesagt. 0,81 m hoch 2 pro Sekunde hoch 3. Nein, 9,81 m pro Sekunde. Meter, Es oder? ist nicht quadratisch. Nein, es ist nicht quadratisch. Es ist, M pro Sekunde. Mol helfen uns bitte. ist M pro Sekunde. Immer wieder über die Bücher. Die nächste Frage. Jalla. Wir ignorieren mal die Erdkrümmung und alles. Ja. Gibt's gar nicht. Du hast Geld gibt's gar nicht, hallo? Äh. Also, wir ignorieren den Fake, dass man uns auftreibt, dass es die Erdkrümmung gibt. Genau. Wir sind mal in der Realwelt. Die Erde ist flach. Du nimmst eine Pistole und schiessest einfach parallel zum Boden. Ja, schon mal Ja. gelesen, glaube ich. Und du lässt gleichzeitig, wenn du den Schuss. Wie sagen wir? Wenn du den Schuss schiessest. Wenn du den Schuss. Wenn du schiessest. Wenn du schiessest, Mhm. lässt du eine Patrone fallen. Sekunde gleich. Okay. Aber du schießt parallel, gell? Ja, voll. okay. Wer geht erst am Boden? Gleich. Patrone. Sehr gut. Ich habe es im Fall gar nicht checkt. Gar nicht mal. Habe ich mal irgendwo gelesen, im Fall, ich glaube. Wenn du Äh. schiessest, dann kommt TikTok-Videos. Schuss raus. Genau. Und in deres genau gleichzeitig, wenn du schiessest, lässt du Patrone fallen. Wer geht erst am Boden? Der Schuss oder die Patrone? Patrone. Der Schuss geht ja parallel geradeaus. Aber Ja. der kann auch irgendwann runter. Der Er geht wird ja auch auch irgendwann ab, abgezogen. logisch. Ja. Und der Beides gleichzeitig. beide gleichzeitig. Am Boden. Ja. Wie kann man Der denn da hat einfach erklären? dahinter. Wie kann man das erklären? Physik, Bro. Aber es ist Darum ja. hast du eine UG gehabt. Nein, gar nicht, Alter. Aber warte, der macht ja. Bro, ich habe UG gehabt. Stell dir vor, du hast die Frage bei der Prüfung oder Abschlussprüfung und du schreibst einfach, begründe die Antwort. Physik. Nein, wir haben genau die Aufgabe haben wir an der Prüfung gehabt, nur haben wir müssen ausrechnen, was auch mega komisch ist. Du willst das selber einen Kopfschuss geben, wie schnell muss eine Kugel sein, damit sie dich trifft, wenn du gerade ausschussest. Okay. Mit der Ja, Lehrer hat Erdanziehungskraft wichtige und Informationen so weiter, wollen. glaube Ja, ich. ja. Ja. Der hat vorher so Hitler-Doku angeschaut, wahrscheinlich. Ja, nachher Vorher die hat's Aufgabe geschrieben. er hat es eben berechnet gehabt und er hat genau gewusst. gehabt. Ja. Darum hat er die Wissenschaftler geklaut oder keine Ahnung. Äh, Also, Begründung ist ja eigentlich das gleiche Prinzip wie mit der Feder und dem Hammer. Beides wird ja 9,81 Meter pro Sekunde abgezogen. Ob es jetzt quadratisch ist oder nicht, weiß ich jetzt auch nicht. Mhm. Ich glaube, es ist nicht quadratisch. Ich glaube auch nicht. Wird gleichzeitig abgeschossen. Ob der jetzt sich in der, in der Horizontalen schneller bewegt, ist ja genau gleich. Weil er wird ja gleich Gleich mit Ja, 9,81 trotzdem, dann abgezogen. gibt es ja nochmal eine Kraft dazu. Es ist ja nur die Patrone, die runtergeht, aber die Kraft, die vom Schuss Ich glaube, die ist irrelevant. ist. Das ist in dem Fall irrelevant. Beim Faktor abziehen, okay, er geht schon weiter. Die Frage ist ja nicht, welche weiterkommt, weil die weiter. Und zwar in dem Bezug, wenn man jetzt damit Kräftevektoren vergleicht, Mhm. dann haben wir ja einen, der waagerecht ist zum Boden Mhm. und dann einen, der so zieht. Ja, genau. Und rein theoretisch müsste er ja so einige eine Diagonale. Eben. Und der andere geht ja nur gegeben. Bruh, ich check nicht. Aufpassen. Ich weiß nicht, ob das jetzt echt halbwiss ist. Wenn man Nein, das ist kein Nein, ich Halbwissen, glaub, das das stimmt hundertprozentig. Nein, dann ist schon ein paar Mal gelesen. Im Fall. Auch die Fragen sind ein paar Mal schon aufgekommen. Okay. Aber habe ich schon mal gelesen, deswegen habe ich so aus der Pistole geschossen Ja. antwortet. Oha, Der oha. Karen hat touchiert. Touché. Es gibt aber nochmal etwas und das hat mich mega triggert und ich habe es nicht gecheckt, wieso. Da mit der Feder und da mit der Pistole ist nichts, da habe ich irgendwie können verstehen. Weil irgendwann hätte man sich doch können das Zeug rausstreichen bei der Gleichung und noch hat Sinn gemacht. Ja. Irgendetwas, aber ich weiß nicht mehr was. Weißt du vielleicht?
Ne? Okay. Naja. Das ist nochmal so etwas. Nein, jetzt bin ich ehrlich gesagt ein bisschen weg. Alter. Ich bin voll wieder Okay. Lichtstörung aufzuholen. Alter, am Schluss. Trinkel Ton. Ja, aber der Licht ist ein bisschen zu grell. schon grell. Ja, Es ist- ich Nein, ich mag's. finde es richtig gut. Das ist schon. Genau, first things first eigentlich. Es gibt eine Zusammenarbeit mit Saint Two. Wir haben es ja auch noch schon angekündigt. Und zwar Aware. Yes. Es gibt eine Zusammenarbeit mit Saint Two. Es gibt eine andere Dynamik vom Podcast. Und zwar kommen die Jungs und Mädels, ein paar vom Team einfach zu uns im Podcast. Erzählen ein bisschen über die Philosophie vom Ganzen, ein bisschen Background-Stories und ist sicher auch spannend auch für uns zu erfahren, weil wir sind eigentlich eben schon dort gewesen, sind voll begeistert gewesen. Und dann auch so ein bisschen Background-Stories und auch die Gesichter mal zu sehen, ist für uns und für allgemein Besucher von vom Saint Two Festival sicher spannend. Weil Jungs und Mädels sind trotz allem mega jung, oder? Und von wo die Ambition kommt, von wo die Erfahrung kommt und so, und wird sicher spannend zum da alles mal hören. Es wird, alle Einzelheiten werden sicher noch fortlaufend mitteilt. Jungs und Mädels, also das ganze Team ist eigentlich jetzt voll auf Hochtouren, damit der Ganze auf beigestellt wird. Ende Mai. Ja, es ist schon bald. Eigentlich für Ja, da, schon bald, wie ja. groß so ein Festival ist, also mit der Planung und alles. Ist, Voll. es sind schon länger dran. Ist nicht, dass Logisch. 3 Jahre dran gewesen sind, aber schon. Sie haben gestern angefangen. Das sind wir ehrlich. Sagen wir Spaß. Nein, ist krass, ja. Alle Einzelheiten werden sicher noch fortlaufend bekannt geben, aber da was fix ist, dass sie zu uns in die Stube kommen Yes. und ein bisschen Sachen so von der da. Einer Also, wir schauen mal. So. Stube, Sitze. Sitzen. Yes, sir. Und ja, Mann, sind gefasst, sind aktiv, bleiben wach, damit ihr die Gesichter nicht verpasst. Ja. So, jetzt gerade nicht mehr, was läuft bei euch? Also, vielleicht hast du vorhin ja gesagt, ich habe nur eine mündliche Prüfung gehabt, aber 8 Abgaben. Mhm. Und ich habe so denken nach dem Entwurf, das ist so unsere grösste Abgabe. Und ich denke, wow, jetzt ein bisschen chillen, aber nein, der hat mich schon auseinandergenommen. Also eigentlich ist es gar nicht so schlimm gewesen. Ich übertreibe es auch immer. Beziehungsweise ich bin auch immer zu spät dran mit meinem Zeug. Also, was heisst eigentlich die Abgabe? Hast du zum Beispiel irgendeine Arbeit müssen schreiben oder was auch immer? Ja, wir haben so immer gewisse Fächer. Eins ist zum Beispiel soziale Räume, da geht es um so, das ist glaube ich ich weiß es gar nicht um was. Soziale Nachhaltigkeit von Städten zum Beispiel. Beziehungsweise ich habe über das geschrieben, wir sind der Europaallee in Zürich anschauen. Die Ist geil. Das Sinnbild für etwas Neues oder gut und so weiter. Ja, Aber eigentlich ist es eben nicht so gut. wie meinst du? Also wie? Also die scheiß Gegend ist nur für rich people gebaut Ja. worden. Ah ja, Also aber ist- so alles so Betonblöcke, Ja. gell? Nein, Alles nicht, so. nein. ja, ist mega schön. Also Architektur, außer der einzige Gebäude ist nicht so geil, aber ich darf nicht sagen, vielleicht kann ich morgen arbeiten. Nein, Spaß. Also, Ja, was ich geil gefunden habe, ist, ja, ohne parkiert, kommst raus und dann du bist gerade so in einer neuen Welt. Stadt. So. Ja, du bist Wirklich. wirklich wo ist denn da? Europaallee, oder was? Gerade am Gerade Bahnhof. am Bahnhof, direkt. Ja. Okay. Und es ist so ein geiler Bowl-Laden dort, in der Nähe. Mhm. Bowl, Ja, es- Alter, die beste Bowl. Bowl-Laden. Bowl. Alter, Bowls sind voll überbewertet, ne? Es ist ich habe Max dem Vater ein Bild geschickt, also ich habe wirklich hure fein gewesen. Also wirklich noch nie so gute Bowl gehabt. Mexikanisch Ja. und halt die Fleischalternative. Weißt du? War nicht so nicht? War nicht so nicht? Ich weiß auch nicht, ob ihr Fleisch. Fleisch ist, Scheiße. Ist Nein, ja Fleischalternative von Der Karan Planted. weiß schon nicht mehr, was Fleisch ist. Der ist einfach Ja, eine ist schon nicht Legende. mehr- er weiß gar nicht mehr, wie es Nein, Legende. von Planted, oder? ja. Und die haben dort wir sind einkaufen, also beim Europaallee. Mhm. Und dann sind wir dort essen, top. Also wirklich Es ist so, Planted ist eher so Erbsenbasis, Erbsenbasis, Gell? ja. aber die sind kaputt teuer, Alter. Wenn du im Coop holst oder im Migros, ich weiß nicht, ob es Ja. jetzt momentan gibt, Mhm. wenn die holst, steht irgendwie so Kebab, Genau. Schnitzel oder so ein Scheiß, keine Ahnung. Plant-based. Einfach 14 Stutz oder so. Nein, so schlimm ist es nicht. Es ist teurer, als wenn du 13 vergleichst ist. aufs Kilo. Aufs Kilo ist es teurer. Ja, Ja, normal. ja es ist teurer, einfach Aber- weil es ist ganz einfach. Wir haben Angebot und Nachfrage. Das Ja, ist also logisch. Aber sie haben auch mal ein bisschen Insider, also Insider, nicht von Planted, aber von anderen
Firma, wo eine Kollegin dort drin schafft, aber ich habe keinen Bock, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, ob ich da darf sagen oder nicht, aber ich sage es einfach, aber Ja, deswegen den Namen nicht, dass die Firmen, also haben einen Markt, wo sie Preise also, er heisst Mark, oder? Er heisst Mark. Nein, Heisst- der Markt. Nein, Der Markt. Markt von vegetarischem Zeug, also der V-Label und so, die haben einen gewissen, die können auch günstiger, der Zeug Blended kann mit Gewinn, gutem Gewinn, noch günstiger verkaufen, 100%. Ja. Aber sie dürfen nicht. Regelmäßig, der Markt bestimmt den Preis. Das heisst, dass einfach kein Unterschied, weil Riesenfirmen können die grösser produzieren und können günstiger die Sachen verkaufen. Ja. Zum Beispiel Nestle kann kurz eine Firma aufmachen, die Planten zerstört Max, ja. mit den Preisen, Ja. wo gleich das so, gut ne? ist. Einfach weil der Markt, ich weiß nicht, wie der im Hintergrund abläuft, wer die Regelungen macht, aber sie dürfen einfach auch Milchalternativen. Ja. Alle Sojamilch, also Soja, Man darf ja nicht mehr Hafer. Milch pflanzliche, sagen, pflanzliche oder? Gell? Milchart, Okay. doch, darf jetzt ist erlaubt. Ist jetzt wieder erlaubt. Du hast wieder Fleisch, du hast Planted Chicken, du hast alles ist erlaubt. Also du darfst auch alles sagen, Döner. du darfst Ja. sagen Veggie-Milch. Ja, du hast. Krass, das ist einfach verboten gewesen. Nein, es ist Drink immer gestanden, immer Drink, Haferdrink, genau. oder? Haverdrink. Aber es ist nicht mehr, es ist nicht Jetzt kann man Hafermilch sagen. Ja, Hafermilch, ja. Sorry, aber weißt du, für die Milchindustrie, man, die haben einfach, aber es ist verboten gewesen, gell? Voll. Also so, die würden also- ja, die würden, eben, es ist halt Milch einfach, ist heilig. Mhm. ja, Ja. Der Weg trinken nie mehr Milch, man, das ist total schade. Alter, Nimmt vor der allem, Kalzium weg und alles. ja, vor allem Hafermilch selber die machen ist voll kein Ding. nein, das ist Du Wasser nimmst und, Hafer, Wasser, Mix, fertig. nein, du kannst noch anderes Zeug rein tun, das ist etwas Geiles. Du kannst, Ja. wenn du ein bisschen, Milch. kannst Honig rein tun, weißt du, ein bisschen Bro, komplett zerstört. Kauf doch eine ganze Kuh, Alter. Ja. Ja, mein Vater hat letztes Mal auch gesagt, in Indien selber hat früher noch jeder im Dorf Wieso? eine Kuh. Wieso? Ja, Ja, völlig normal. Nicht eine nur Kuh eine, Minimum. mehrere. Ja. Minimum eins. Also eine Kuh war bei uns Wealth gewesen. Ja. Also du hast das Buch zum Leben, Überleben. Mhm. Ja, das war bei uns auch so. Gewesen. Und jetzt sagt er so, jetzt hat keiner mehr eine Kuh daheim, aber Milch kann Buttermilch trinken. Mhm. Weißt du so? Aber da sehen wir, eben, diese Industrie, die siehst du, die Das ist ist- irgendwo abgeleitet, die siehst du gar nicht mehr. Das ist bei uns genau gleich so. Ja. Und früher ist auch auf eine Art, eine Kuh ist ein Kapital gewesen. Ja, Wenn du mal eine Geldkrise gehabt hast, dann hast du eine verkauft. ja, voll. Oder eine Frau kauft. Also, Verhandelt. Also Deutschland meinst du? Deutschgeschäft. und eine Frau verkauft und mehrere Kühe geholt. Aber wir haben eine sehr, Ja. sehr komische Beziehung zu Kühen. Weil, Ja. nein, wir, ein Mensch allgemein. Aha. Weil, Bro, ich Weil weiß nicht, wir was für essen sie. Beziehungen ihr habt. nein, wir essen sie, aber zugleich holen wir auch Vitamine von ihnen. Bro, wir tun sie maximal ausbieten. Ja, kann man eben, maximal ausbieten, gell? Ja, kann ich. Soll ich da Thema reingehen? Ja, Nein, jetzt erzähle ich mal über die Europa-League. Ja, also ich rede gerne über so Themen, aber ich will nicht Leute auf die Füße stehen, wenn ich über das Thema rede. Ja, mach. Weil Leute sich Komm, wieder wie aus der Pistole raus. Pistole geschossen. Nein. Okay, ich übernehme die Sicht vom Nein, Fleischfresser. du findest ja Milch auch nicht so gut. Nein, ab jetzt schon. Ich liebe Milch. Also ich trinke jeden Tag Milch. Gehen wir Machen wir ins doch ein Sketch bisschen rein. Rollenspiel, Ja, Alter. ja, fix. Der dritte nimmt Anti-Haltung und du bist Pro-Haltung. Und Ja. ich bin der, der ein bisschen fit Also du bist normalerweise auch nicht pro-haltig, aber jetzt machst du das so. Ja, genau. Okay, gut. Nein, eben, das Problem ist mehr, dass. Beweis. Boah, mit dem diskutieren müssen wir. Sag doch, Alter. Oh mein Gott, Aber das das ist nochmal ein wieder, Thema, ne? wo wir diskutieren. Weißt du, welches? Alter. Nein. Okay, Aber schade. im Auto, ich kann mich noch erinnern, wo wir aufgefahren sind, damals beim WS Open Air auf und ab, haben wir das Thema auch gehabt. Stimmt. Ja, Geil. egal, Das haben wir okay. jetzt bald- Pause. Jetzt. Aber ja, nein. Eben, das Problem ist, Leute suchen immer einen Grund, um etwas zu rechtfertigen, was wir Menschen machen, oder? Mhm. Und es Das ist halt, ich muss schon wieder etwas sagen, das ist halt im natürlichen Wesen des Menschen, ja, Tiere zu essen. absolut, voll. Aber wenn, nein, ich tue das nicht. Also Jungs, Okay. fang mal an. Oh, Ja, okay, sorry. Also Thema Milch. Ja. Es ist ja, Warte, kann ich schon etwas sagen? Es gibt ja auch die Menschen haben ein Gebiss von einem Pflanzenfresser. Da sieht man ganz klar an dem und dem und dem. Bro, du hast so einen lustigen Käfer an deinem Dings. Krass, er hat einfach einen Stinkerkäfer. Ah, Und die voll Zeit, da am Knie. einfach nicht. So geil. Den musst du ganz vorsichtig aufnehmen. Lass. Okay, lass mal durch. Mach Aber ich. du darfst ihn auch essen. Wegen, Nein, ich würde sagen, am bald hat KMS. man Insekten im Supermarkt. Es ist erlaubt, Grillmehl Ist halal. ist jetzt erlaubt für die Lebensmittel zum Nutzen. Ah, Schweiz. Krank. Okay.
Grillen Mehl. Also Sorry, meinst wir du sind- zum Brot machen und so einen Scheiß, oder? Weiß nicht. Nein, Erlaubt zum, Also ey, fang Sorry, an, Bro, Karan. Ja, Ja, sorry, so. ihr könnt immer Ja, erst wechseln über Themen. sorry, kann ich ganz kurz sagen, wie oft bin ich im fucking Migros gegangen und habe gesagt, wo hat es Grillen? Dann haben sie aber mal kein Sortiment, sind sie rausgenommen. Ist doch noch nicht so ausgesehen. Sag sorry. Ausgestorben. Also, Thema Milch. Also, wenn wir ich weiß gar nicht, wo anfangen, es gibt so viele Themen. Erste Ausrede von einem, der Gehen wir mal nicht in die kein... Gesundheit rein. Gehen wir Okay. mal in die Vorurteile zwischen, dass der Kuh in der Schweiz gut geht. Bro, also ich habe noch nie so fette Kühe gesehen wie in der Schweiz. Bro, wenn man bei uns geht oder sonst irgendwo, Ja, ich alle auch. Rippen kannst zählen. Ja, aber gut, die sind auch urgezüchtet. Innerhalb von 9 Monaten sind ja, kann man sie ja schon schlachten. Das ist schon schön. Ja. Das ist schon gut. Sie haben Hobbys. Aber du hast halt ein Zeug. Aber Bro, du- viele wissen nicht, wir fangen ganz einfach an. Viele wissen gar nicht, dass die Kühe, die wir sehen, draussen nur weiblich sind. Mhm. Glaub mir, das wissen nicht alle. Da ist, Doch. Nein, glaub mir, Also- ich habe genug Leute gefragt. also der Ja, dann Gedanke sind's ist echt. dann gar nicht so Okay. fließend. Also nicht, wir wissen, dass da nur Weibli sind, oder? Ja, voll. Und dass auch die in allen 9 Monaten, also dass die nur leben, solange die Milch geben. Genau. Also solange die Kinder können zeugen. Ja. Und sonst werden es, also innerhalb von 4 Jahren sind die tot. Innerhalb 4-5 Jahren tust du die schlachten, weil Kuh? eine Kuh tust du innerhalb von 4 Jahren, sie ist tot. Also du meinst ein Kalb, männliches Kalb? Nein. Sag mal, männliches Kalb? Nein, ein Bulle lebt länger, weil ein Bulle kann mehrere Kühe züchten. Schiene. Schiene, ja. Mhm. Und bei den Aber- Kühen ist es eben so, dass wenn du, ich mache immer den Vergleich, wenn Leute da nicht so bildlich verstehen, ich nehme die Kuh, die weibliche Kuh, nehme ich als Mutter, weil sie ist eine Mhm. Mutter. Oder ich nehme sie als, ich tue sie ja nachher umformen als menschliche Mutter, Mhm. dass die Säuge, also wir haben so viel gemeinsam, 9 Monate, Da habe ich gedacht, so. oder? Sie hat ein Kind 9 Monate drin, Mhm. also Mensch, Mhm. weibliche Mensch. Einfach ein Mensch. Eine Mensch Mutter mit Weibliche Menstruationshintergrund. Person. hat auch Also, ein Kind 9 Monate drin, oder? ja. Ja. Du frag mal irgendeine Mutter, wie schwierig so eine Geburt ist oder einfach wie intensiv so eine Geburt ist, Ja. oder? Und ob sie Bock hat, darf 4-mal hintereinander durchmachen. Also in 4 Jahren 4-mal, Ja. oder? Und dann hast du 9 Monate und dann hast du 2 Monate Pause aus Kulanz, aber nicht Kulanz, einfach aus, weil Damit Pause. sie nicht gerade stirbt. Ja. 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 Und dann geht er wieder. Bös recht. Also 2 Monate. Macht's es mal nicht. Ja, ich schwör. Und dann, nach diesen 2 Monaten, haben sie das Gefühl, ja, easy, nachher gibt es wieder einen natürlichen Prozess. Aber es ist nicht natürlich. Du nimmst den Samen vom Bulle, dann hast du halt. Aber weißt du, okay, für euch ist das vollkommen klar, dass das so ist, oder? Mhm. Aber glaub mir, viele Leute wissen das gar nicht. Ja, voll. Oder? Dann hast du da so einen Arm, der einfach reingeht und dann kannst du mir nicht sagen, dass das nicht Das ist da wehtut. nicht geil. Das killt mich, Mann. Aber ja, eben. Also warte schnell, du willst mal sagen, dass eine fucking weibliche Kuh nur 4 Jahre lang lebt? 4 bis 5 Jahre im guten Sinn. Bro, aber wie lange braucht ihr zum gross zu werden? 4 Jahre? Nein. Aber sie hat sicher 4 Jahre lang Kind gegeben. Gebären. Sie kann 4 Kinder weitergeben. Und dann hat sie wirklich keine Kraft mehr, so in dem Sinn. Und dann ist sie auch ausgewachsen und die können 25 Jahre leben. Ja, voll. Oder? Okay. Die können 25 Jahre leben. Jetzt zu meiner Verteidigung. Früher haben sie Kühe schwerer gehabt. Wieso meinst du? Früher haben sie müssen kämpfen, Alter, wo Wölfe gegessen haben. Jetzt sind nie 4 Kinder. Ja, aber das ist gebraucht. natürlich- Jetzt Prozess. meinst du, ist da. Und da dürfen wir wieder. Dass sie von natürlichen. Natürlich penetrieren, aufessen, zerfetzen, da ist wieder. Wer gut. tut ein Wolf eine Kuh penetrieren? Es esst einfach, weil es essen muss. Okay, ja. Aber Da- er tut es nicht so human töten mit einem Ja, Gewehr. es gibt schon keine. Das ist aber nochmal ein geiles Thema. Im Wildnis meinst du? In der Wildnis gibt es kein humanes Töten. Ein Löwe kommt nicht an und sagt, ey, wie töte ich da, keine Ahnung. Klopf, klopf. Ich weiß ganz genau, wie es ein Löwe macht. Weil ich du bin bist einer. selber. Ja. Ja. Aber jetzt kommen Tierfakten, ich darf nicht abweichen, was sonst sage Also, ich was immer. sagst du der Verteidigung, Dyson? Boah, es ist mega schwer, ich kann immer die Rolle wechseln. Nein, eben. Oh. Ich muss weitermachen. Warte schnell, ich muss jetzt mal da. Also, nur geschwind einfach. Ja. Ist da recht, wenn man jetzt sagt, wie du vorhin gesagt hast, in der Wildnis hat man haben die Wölfe Kühe geschlachtet und so einen Scheiß? Ist da, Mit der Axt. ist da legitim, wenn die Kühe da jetzt in Kauf nehmen, dass sie nicht mehr in der Wildnis sind,
aber dann jetzt 9 Monate Kind müssen. Also man muss halt ehrlich sagen, man ist halt zu der Kuh gegangen als Mensch. Ist man zu der Kuh gegangen, sind zwar kein Deutsch können, aber sie haben unterschrieben. Also sie haben uns das Land gegeben und sind wir dort gegangen. Sie haben es unterschrieben, sorry. Geheimdingserklärung unterschrieben. Sie sollen mal Deutsch lernen, den können sie mal machen. Ich soll es auch mal lernen. Ja. Jetzt sind wir bei der Geburt. Und das ist schon mal der erste Prozess, was für ein Aufwand da ist, um eine Kuh überhaupt eben zu züchten und so weiter. Dass sie über schwanger ist. Und dann ist sie schwanger, nach 9 Monaten. Und der Part hat mich wirklich gefickt. Da habe ich wirklich nicht gewusst. Vielleicht wisst ihr das, ich weiß es nicht. Was passiert, wenn das Kälbli, das kommt, wie männlich ist? Direkt zerfleischt. Direkt Kalbfleisch. Ja. Darum kaufe ich auch immer Kalbfleisch wegen zart. Und da ist mir so gar nicht, immer wenn ich Schnitzel gegessen habe oder halt Kalbfleisch gegessen habe früher, ist mir da nicht im Kopf gewesen, dass da eine kleine Kuh ist. Ein kleiner Kuh. Ein Baby. Das ist mir nicht im Kopf fucking gewesen. Aber Baby. man muss dazu sagen, Kalbfleisch ist, jetzt nehme ich mal die Rolle ein, Ja, ist einfach bitte auch helft mir. zart und viel feiner. Ja. Schau, es gibt Kebabläden, wir sind in Wien gewesen. Ja. Es gibt Kebabläden, wo der ganze Spieß nur aus Kalb ist. Und so richtig, Haram. und so richtig Choc-Güsel. Aber Haram, richtig Bruder. zu krass. Und dann haben sie noch mit Holzkohle der Zeugs grilliert. Ist Die es... würdest du nicht Nein sagen. Ja, und vor allem ist die Holzkohle Jungkohle. Die Ja. ist geschlachtet worden, der Ja. Baum. Ja, Die sind zusammen Jungfisch. aufgewachsen. Oder geboren. nein, Geschmack Es ist ist immer, schwer. also wir nehmen jetzt den Punkt Geschmack. Geschmack ist jetzt doch nicht ein Kriterium, Ja, mit weil, einem Punkt ist gewonnen. so. weil ich habe den gleichen Geschmack, ich gebe mir 5 Nein. Jahre und ich habe den Ein- gleichen Geschmack auch pflanzlich, 100%. Ja, trotzdem ist es nicht das Gleiche. 1000%. Okay, Da okay, Unterschied verzeih wird. weiter. Aber deswegen wir nehmen das Geschmackkriterium mal nicht, weil am Schluss kannst du alles mit Geschmack rechtfertigen, oder? Okay. Deswegen ist da nicht so der gut. Aber du kannst sagen, dass der Punkt jetzt an uns geht. Nein. An uns Fleischfresser. Nein, es gibt doch keinen Punkt. Es gibt nur Fakten und am Schluss tut jeder für sich selber entscheiden, ob Und- er da wird. Okay, gut. Ja. Okay. Aber da hat bei mir hat aber Augen geöffnet, oder? Dass da so ein Unterschied ist. Dass sobald und dann, der Punkt, wo die Augen offen gegangen sind, habe ich dann, glaub mal, Dort hat der auch ein bisschen Wecker emotional, geklingelt. auch ein bisschen emotional für mich, dass auch, ich schwöre es immer auch so bei den Videos auch Tränen kommen, so, wo ich gesehen habe, wie. Gang- Ist wieder unter der Gangster-Tränen. Decke. Nein, nein, offen. Ja, wo, aber- wo ich gesehen habe, dass sobald Kuh gebärt hat, Mhm. dass die hure Bauern gekommen sind Und sie geschlagen. und direkt. Bro, Auch mal Bauerfähig, auch so das Prinzip. Wieso nein, bist du ein Mann? Oh Erzähl. mein Gott, das ist so brutal. Nein, Es tut mir ey, leid. Also, jetzt- da Nein. sollte wirklich niemand triggern, was man da macht. Ich finde es absolut. Ich finde es gut, Mann. Ich fresse Fleisch. Ich muss meine Rolle beibehalten. Kann einfach Das sehr ist weiter. schwer, sorry. nein, dass die nachher direkt, also nicht gegen Bauern, das hat nicht mit Bauern zu, die machen ihren Job, es, irgendwo durch Aber ist das macht auch nicht jeder momentan Bauer Wirtschaft. natürlich. Nein, das, was die jetzt machen, ist auch immer so der Fall. Ja, Also, weil das ist nicht in dem, sagen, Moment, in dem Moment, wo die Kuh gebärt, ist die Mhm. Milch am besten. Und dann kommen die mit dem Saugnäpf, also in dem Sinn, nicht gerade direkt, aber in dem Moment, oder? Und saugen die Milch ab und Mhm. das Kalb, wo dann wird an der Milch, Hat Kreml. wo die Milch wird, oder? Die wird zuerst mal getrennt. Ja, Und Mhm. dann denke ich mir so, stell dir vor, da, wenn man da auf den Mensch tut umwächst, also wenn man die Wälzt. Rolle zu dem Menschen, Mhm. was ist das Erste, was die Mutter wird sehen nach der Geburt? Was ist das Kind. Erste? Oder das Kind. Prost. Und du siehst Hat- wirklich bei den Augen, wie das Kalb, also wie die Mutter zum Kalb wird abschlecken oder einfach, ja. Mhm. Und du siehst einfach, wie sie trennen, oder? Und dann, da hat bei mir so die Augen geöffnet und ich denke, ist es wirklich, also das ist jetzt meine Ja. Interpretation, ist es wirklich rechtfertigt, dass mir der ganze Prozess von A bis Z, was extrem ineffizient ist, ausnutzen, damit wir Es haben den Geschmack kennt, oder? Und Mhm. uns freuen für den Gaumen, oder? Jetzt muss ich noch etwas sagen. Wir haben nichts von dem, weil die Scheißmilch ist 20 Mal gekocht und 50 Mal verdünnt Absolut. mit Wasser. In Nicht Indien einmal hast du eine gute, pure Milch. Kannst du da beim Bauer direkt Ja, holen. den- Aber ja, direkt, wenn Fast. der Kalb Leute da, Kalb ist auf welcher, komm, geh saugen. hat noch ein bisschen Blut rein und so. Ein bisschen blöd. Also übrigens, jetzt muss ich als Verteidigung sagen, wenn eine Kuh gebärt, ich meine, ich habe es ja gesehen, da muss man einmal noch nachziehen, zum helfen, falls es auf die falsche Richtung kommt. ja. Mhm. Dann liegt erstmal das Kalb am Boden und ist noch die Haut da platzt und dann keine Ahnung Ja. was. Ja. Und dann kommt ja noch das Organ raus, wie heißt das? Mit vollen Plazenta. Vitamin. Plazenta. Ich weiß Was nicht, habe ob ich vorher früher der gesagt? Hand. Ich Ja, weiß sie echt haben nicht, es. ob sie. Sie haben es. Okay. Aber Ja, Plazenta, Ja, ja. einfach Prostata gesagt. Vorher, ja, ich hab's gehört. Aber ich So, denke, what? nein, das ist.
Auf jeden Fall, dann, also da kann sicher nicht direkt aufstehen und dann dort nuckeln gehen. Da wird erstmal abgeschleckt, eine halbe Stunde oder einen Tag lang. Aber da ist halt ein natürlicher Prozess. So, in dem auch wenn es dann, viele sagen, ja, wir retten das Kalb nachher, oder? Weil es hat vielleicht allein gar nicht können überleben. Aber dann ist das halt so. Dann ist das ein natürlicher Prozess, dass der Kalb nicht Das gelebt kann hat. man nicht, das kannst du nicht sagen. Das ist das Gleiche, wie wenn eine Mutter gebärt und sie hat ein krankes Kind wegnehmen, schnell in die Lunge gehen, dingseln. Das Nein, ist ein gutes Argument, ja. sie wird kommen, sie muss das Kind sehen, damit es in ihren Armen stirbt, oder was? Nein, es geht mir nicht um das, aber das Kind, wo als Mensch, da ist ja mehr da, also da ist ja also Familie in dem Sinn, da ist ja nicht eine Kuh, die du schon nur retten, damit du nachher wieder Nutzen hast. Ich finde es halt gut, dass du da immer mit Menschen vergleichst, aber sind wir nicht auch alle, werden wir nicht alle gegessen von der Wirtschaft? Es ist aber echt so. Es ist eine Industrie, die auf Profit hinaus ist, oder? Absolut. Habe ich Löcher? Absolut. Nein. Stabil. Und weil eben jede Firma, die auf Profit aus ist, kannst du davon denken, dass der Faktor Tierschutz oder nachhaltiges irgendwo durch immer dort kannst sparen. Dort sparst du Geld. Oder? Und deswegen der ganze Biozeug und so, dann hat er vielleicht einen Quadratmeter mehr Land. Easy. Ja, voll. Weißt du, das ist Bullshit. Ja. Ja. Aber so viel ich weiß, sind eigentlich nicht im Tierreich sind nicht alle Mütter so, dass sie gerade das Kind wollen bemuttern. Wisst ihr, was ich meine? Es gibt auch so Tiere, die zum Beispiel, so viel ich weiß, Tigerhai. Eisbären tun zum Teil sogar eigene Kinder essen. Einfach wegen den Nährstoffen, die sie verloren haben. Krank. Weil es dort, dort, wo sie leben, viel zu wenig essen Hühner gibt. machen das auch. Eigene. Ja. Hühner, sie tun Schalen. Essen. Essen. Kalziummangel. Genau. Weil halt sie müssen halt im Durchschnitt viel mehr gebären, also Eier legen, als sie tun. Und nachher, weil die Schalen sind halt, werden aus Kalzium hergestellt. Und natürlich tut so ein Huhn vielleicht 10 oder 20 Eier im Jahr legen. Ja, voll. Oder vielleicht 30. Und da macht sie in der Woche 30. Alte Huhn. Jeden Tag gefühlt. Ei. Ja. Das ist krank. Das ist echt- Oder? Jetzt, Ja. jetzt weiß ich es auch nicht. Wir haben mal sogar überlegt, bei uns, ja, wir haben so einen Garten, einen mega grossen Garten, bis keiner ist halt groß und dann haben wir gedacht, so 10 Hühnchen holen, wäre eigentlich noch mega geil. Dann hast du so jede Woche, keine Ahnung, wie viel, 5, 6, was auch immer Eier. Wäre sicher geil, wenn wir da irgendwann machen, aber im Winter dann sind sie halb verreckt oder so, Scheiß, keine Ahnung. Da müssen wir überlegen. Nein, also Hühner, Legende. Also Ja. Hühner sind so, die haben wir, also ich jetzt nicht, aber mein Onkel und so weiter haben immer Hühner. Mhm. Die chillen immer umeinander. Und dann hast du so eine Hütte und dann machst du immer in der Nacht oder am Morgen auf, beziehungsweise sie lernen es. Sie gehen selber in dem Häuschen Voll. rein, Voll. weil wenn sie eben nicht dort reingehen, riskieren sie zum draußen schlafen. Und wenn du Kommt der pennst, Fuchs oder so. kommst du am Fuß und zerfetzt die einfach. Aber Hühnchen sind immer so voll paranoid. Und Marder natürlich auch. Ja. Ja gut, Bro, man, die sind auch Eben- armselig, ey. Maximal. Also wenn du so überlegst, dass Die irgendwie... können nicht mal fliegen. Ja. Ja. Vor allem auch, dass sie immer so geschlachtet werden. Normalerweise sind wir so permanent voll paranoid drin. Ja, ich meine, ein Adler und zerfetzt dir einen Ja. Fuchs, ein Marder, Das ist alles. so easy zum Umbringen. Ja, total schade. Aber probier mal so einen fangen. Ja, Ist aber schon schwer. für uns nicht, aber Für uns, was für fangen? den Das ist Fuchs mühsam, Ja, Alter. das stimmt schon. Alter, Füchse reissen zu. Was ich noch will sagen, übrigens Tigerhai, nur dass ihr es wisst, wegen voll krasse Natur und so. Die gebären im Magen drin Magen drin. Mhm. Und nur Tigerhai. und dann schwimmen sie, ich weiß es mal Ja. wegen der Tigerhai, die schwimmen drin und fressen sich gegenseitig, bis nur der Letzte wird gebärt. Das ist eigentlich genau das gleiche Prinzip wie mit den Spermien. Weil der schneller ist der geschwinder. Habe ich im Fall auch Video gesehen, das stimmt gar nicht im Fall. So, ich kann es nicht erklären, aber anscheinend hätte er da widerlegen, dass es geht nicht um den Ersten, sondern es sind mehrere. Es kommt auch nicht jeder rein. Genau, am Schluss kommt darauf an, wer rein. Es ist nicht der als erstes das Ziel Die sind erreicht. alle so lost und dann irgendwie so per Zufall kommt einer rein. So in dem Sinne. Nein, alle Ja, tun sich da. andocken, sozusagen. Andocken, Ah, wirklich. ja. Und dann der Erste, der reinkommt, der ist der. Und wie kommt denn der zuerst hier, Da wenn alle weiß am ich Andocken nicht. sind? Bro. Keine Ahnung. Matheaufgaben lösen, dort Physik. Nachher. Da weiß ich nicht. Komisch. Aber ja. Ab und zu, wenn ich so im Zug bin und so Leute anschaue, denke ich auch so, Alter, wenn du das schnellste Spermium gewesen bist, wie haben die anderen ausgesehen? Wie sind die anderen drauf gewesen, dass du der Spermium gewesen bist? Weil die anderen keine Lust hatten, sind nicht mitgemacht. Nein. Ja, geil. Gibt es auch noch andere Tiere, die Kannibalen sind? Weißt du da gerade? Nö, aber bei den Adler auch noch etwas. Nur der Stärkste überlebt. Die haben mehrere Nester, die haben mehrere Küken und die fressen sich, also schlönen sich gegenseitig, also hocken ineinander ein und der Stärkste überlebt, die anderen werden aus dem Nest geworfen.
Es gibt auch Und andere sie gibt- Vogelarten, die das machen. Wo Ja. Babys aus dem Nest rauswerfen, um zu sagen, entweder machst du jetzt etwas oder entweder bringst du Brot nach Hause oder stirbst. Ja. Geil. Kommen wir wieder zurück zu. Also, ja, man könnte mich eigentlich als Fleischfresser sagen. Übrigens, ich esse gar nicht so viel Fleisch, aber jetzt esse ich mal sehr viel Fleisch. Auch nicht mehr. Jedenfalls so selten. Beziehungsweise oft. So Ich will immer mehr und mehr Leute Sandwiches und so. Mhm. Jetzt vielleicht ein Argument. Schau, es ist ja eigentlich. Es sind ja Nutztiere, oder? Kühe sind Nutztiere und da ist ja ihres. Vielleicht ist das zu ignorant, dass ich das sage, aber das ist ja ihres Schicksal, oder? Und wer bin ich, wo ein Schicksal wird unterbinden? Weißt du nicht? Wer bin ich als Nein, Mensch? ist eine Es berechtigte ist Frage, aber Gott es ist halt so ein klar typisches. Also ich glaube, ich habe noch keine Frage gehabt, wo ich nicht können, weil das sind wiederholte Fragen, das sind immer die gleichen, weil die Ansätze, die kommen nicht von dir, die kommen von, Satan. das ist so wie eine Norm, weißt du? Nee, Lil Nas X. Ja, das sind einfach so Normen, das sind einfach so, man nimmt es einfach, ja, das ist einfach ein Nutztier. Weißt du, ein Nutztier, das ist auch so etwas früher, okay, nein, ich will gar nicht so tief reingehen, aber eben zu dem Ansatz wegen dem Schicksal, oder? Das Tier sozusagen. Aber wir sind Konsumenten. Früher hat man alles, man hat das Tier selber geschlachtet, man hat das Tier wirklich mit der Bindung gehabt, oder? Jetzt ist es einfach so, man geht in den Laden und hat das Fleisch, oder? Man sieht den Hintergrund gar nicht. Jetzt kann man auch wieder legen, mir egal. Weißt du, was ich meine? Ich würde es einfach essen. Noch besser. Noch besser, so ist nicht jeder ein Mörder. Ja, also meine Meinung ist, sobald über das Fleisch ist, hat er unterstützt da. Wieso hast du mir das nie gesagt? Ja, nein, ich will da niemanden reinreden. Das ist einfach meine Meinung. Weißt du, was ich meine? Das ist gut, So, wenn okay. er da isst, oder? Ist nicht der Metzger, ist der Mörder, sondern jeder, der da unterstützt, jeder, der das Fleisch isst, ist irgendwo durch. Weil ihr sind die den Bedarf haben. Die anderen machen nichts anderes, dass sie den Bedarf entdecken. Das ist in der Wirtschaft so. Sobald irgendwo ein Mangel oder ein Bedarf ist, wird ein Angebot angeboten. Und am Anfang war es so, Fleisch war teuer gewesen, weil jetzt deine Argument, dass da teuer ist, oder? Ist einfach, vorher ist es auch so gewesen. Fleisch war extrem teuer gewesen früher. Vorher Also hat Fleisch wirklich einmal in der Woche Fleisch einmal gegeben. im Jahr. Mann. Einem Jahr, einmal im Monat hat es Fleisch gegeben für Leute. Oder? Ein Monat lang vielleicht, so im Jahr. Und jetzt kommt der Wandel, dass eben so Sachen auch teuer sind, einfach weil die Produktion teurer ist, weil der Bedarf noch nicht so hoch ist wie das Fleisch. Ja. Aber du siehst die Statistik, dass pflanzliche Milch, pflanzliche Milchsorten. Milchsorten Ja. einen höheren Bedarf haben als normale Milch. Normale Milch. Also prozentual, noch nicht so hoch. Geil. Aber es kommt, weißt du? Und ich merke auch, je mehr und mehr Leute haben den Fleischkonsum bei unserer Generation richtig reduziert. Also es ist nicht mehr so, ich kenne wenige, also nein, ich kenne immer noch genug Leute, die wirklich jeden Tag, jeden 2 Tage Fleisch essen, oder? Aber es wird immer weniger. Kann man sagen, dass die Leute in der Stadt mehr Wege sind wie Leute am Land? Kann gut sein, Kann man ja. glaube schon sagen. Auf Weil dem vielleicht Land, Bindung das mehr, weißt du, regionaler, das, mehr zum Bauer, das vielleicht mehr dort einkaufen vielleicht oder vielleicht besser, weiß nicht. Aber kann gut sein. Kann gut sein, aber ich glaube, Jetzt- Leute. Jetzt hätte ich nochmal eine These. Wenn wir vegan gewesen wären, viel früher, wären wir jetzt so weit wie heute oder weiter? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Was meinst du mit weit? Darum Wie müssen wir Fleisch essen. Aber nein, ich meine, wir sind. Aber weißt du, was, Mic drop. was viele auch nicht wissen, ist, wir denken immer vor wie vielen Millionen Jahren haben wir Feuer entdeckt? Also wo haben wir das Fleisch wirklich können nutzen, so wie wir es jetzt nutzen? Also man hat auch vorher Fleisch. Ja, man hat vorher Fleisch gegessen, aber man hat auch viel, auf Lebenserwartung ist auch viel kürzer gewesen früher. Vor dem, also der Fleisch Und auch nutzen vom mit Fleisch? Vitaminen. Nein, das kommt nicht vom Fleisch, muss ich nicht, das sage ich nicht. Aber auch allgemein ist die Lebenserwartung viel tiefer gewesen, Hygiene und so weiter. Okay. Aber ich meine, unsere ganze wie sagen wir, Menschheit ist viel länger als von dem, was wir früher noch ganz am Anfang gehen. Also da bin ich 1000% sicher, dass Kein wir Fleisch nicht- gegessen. kein Fleisch gegessen. Das glaube ich nicht. Safe, 100%. 100%ig nicht. Doch. Also okay, außer du gehst zurück zu den Schimpansen oder so. Nein, ich rede ja von ganz früher. Ja. Nicht Schimpansen, wir sind nicht ein bisschen abhängig von Schimpansen. Ja, gut, Schimpansen sind auch von unserem Protectus morectus Voll. entstanden. Oh, Ich meine schon nicht so.
Aber wenn ich das ist genau das Gleiche, wie wenn du sagst, ja, ein Lion war früher noch vegan gewesen. Ein Lion? Der Löwe. Nein, ist Der nicht. war nie Fleischfresser gewesen. Irgendwann ist er zum Fleischfresser geworden. Der Löwe an sich ist immer Fleischfresser gewesen. Und der Ja, Mensch also der auch. ist vom... Er ist vom Der Vorfahren... stammt, der Also warte, Löwe Jungs, stammt Fisch- auch. Warte Jungs. schnell, der Löwe stammt auch von einer Ratte ab. Nein, Mal. ist nicht von Wir einer haben Ratte alle abgestammt. von dem Fisch, der aus dem Wasser Genau, aber das war eine rausgekommen Ratte gewesen. Wie ist denn der zu einem Fleischfresser geworden, der Löwe? Ja, in der Evolution. Ja, genau gleich. Ja, wir ist der gehen nicht so Mensch. weit hinter. Ja, Du gehst ja Wir ganz... ficken jetzt alles, man hängen jetzt. Okay. Ja, aber du gerade vorher gefragt hast, wie weit wir gekommen sind. Weißt du, wie weit wir gekommen sind? Ja, er meint mit der Technologie und dass man er hat das Gefühl, dass es nur wegen Fleisch passiert Ja, ich ist. gedacht, okay. Ja, sicher. Nur wegen Fleischpreis Ja, auf sicher. Facebook entstanden. Wegen Mostbröckli haben wir können Berge Das ist so- Das klimmen. ist so etwas Hässliches. Ich hasse Hey, hallo, Ah, wegen ja, das schmeckt so geil gefunden. komisch. Okay, gut, Most egal. ist schon geil gefunden. Drachenfleisch, der hat so viel Energie, wie keine Ahnung war. Weil mit dem kannst du Mount Everest erklimmen, nicht mit dem Bohnenstangen. Mm. Molly, findest du, dass mit einem Bowl schon könntest, Mount Everest? Niemals. Mit der Bowl, wo ich Ein Bowl ist eigentlich nur eine fucking Fajita, die offen ist. Ja, Also ist weißt aber du- trotzdem geil. Das ist aber dann find's irgendwie auch- 20 Stutz teurer machen für die Scheiße. Weil es Allgemein. ein Bowl ist. Weil es so Ja, aber nachhaltige Pappkarton ist oder so, wo da noch Ja. mitgegeben wird. Ja, 50, ich glaube 60 Schutz halt. Ja. Aber hast du jetzt mein Argument verstanden da? Nein, aber ist gleich, ich habe keinen Kopfhörer Okay. für die Argumente. Nein, ich glaube nicht, dass man wegen dem Ding. Ich weiß es nicht, da kann man nicht beantworten. Ich weiß es nicht. Denkst du, die Mongolen hätten die ganze Welt erobert? Also schon nicht die ganze Welt, aber Ja, ich weiß. da große Reich erobert, wenn sie Veggies gewesen wären? Nein. Ja, Denkst du, Andrew Tate wäre so krass, wenn er Vegan Denkst du, Andrew Tate wäre jetzt im Gefängnis, wenn er Fleischfresser wäre? er wäre nicht Fleischfresser. Ey, ich habe gerade letztens gesehen, Greta Thunberg ist auch verhaftet Ja, die worden. ist auch im Knast. Ja, Ja, der denkt, das, das ist nur, weil sie protestiert hat, Promo. weil sie. Schon lange nicht mehr in der Zeitung siehst. Ja. Aber Nein, ich das ist echt schon nicht denkt, dass Andrew Tate und Greta Thunberg irgendetwas gemeinsam sind. Du siehst einfach so beide mit so neben Voll nicht. Polizisten. Aber da hast du mitbekommen wegen dem Post, oder? Twitter-Post. What war color genau? is your Bugatti? Genau. Greta, what Nein. color is your Bugatti? Nein, Greta. Nein, der. Wie heißt er? Andrew. Andrew hat einen Tweet gemacht, wo er sagt: Ey, Greta, ich habe 8 Wege, 8 Ferraris, 8 dies, das mit V8-Motor, dies, da. Einfach so zum bisschen wegen der Show. einfach Klimascheißdreck. Ja. Und dann sie so: Ja, bitte schick mal. Er so: Ja, willst du eine detaillierte Liste, was für Autos ich habe und wie viel Verbrauch ich mache, oder? Okay. Und wenn ich den Umweltschad. Und dann sie so: Ja, gern, kannst du mir bitte eine Mail machen auf smalldickenergy@idon'tcare.com. Hau ab, Alter. Das ist, also da muss ich sagen, billig. Geht Auf direkt die auf- Greta. Es ist so, es ist schon, Dann- aber Es- anscheinend ist er wegen einer Pizzaschachtel, hat er sich geoutet, wo noch ist momentan. Und wieso ist das so wichtig, dass Aha, Ja, dass man deswegen weiss, ist er wo er verhaftet worden. Er ist ja Wieso deswegen ist er verhaftet worden. verhaftet worden? Ja, wegen Human Trafficking. Prostitution, dies, das, Also, Ananas. man wirft es ihm so vor, aber am Schluss, ob es wirklich so ist, keine Ahnung. Okay. Ja, aber ist schon wieder draußen. Nein, 27, Ah, nicht? Urhaft ist 27, wieso, halt, ich bin so informiert. Bitte. 27 Februar Also, ist es Fan. verlängert. Fanboy. also in dem Fall haben die örtlichen Behörden nicht gewusst, wo er ist. Genau. Und weil sie herausgefunden haben, dass er Hat halt einen Post vielleicht in Rumänien ist genau oder so, Rumänien, ja. hat man dann gedacht, okay, er ist da, wir können angreifen. Aber krass, der Typ hat doch jeden Tag so Podcasts gemacht und so, als ob die nicht gewusst Aber wo ja, der ist. denkt, der ist ja. Nein, nein, der es ist- Ich weiß nicht, ob Nein, das nein, stimmt. er darf nicht überall verhaftet werden. Und außerhalb Rumänien. Er darf nicht in Amerika verhaftet werden. Von Rumänien. Amerika hat ja nicht mit dem am Laufen. Aha, so. Es ist ja in Rumänien, Okay. ist er sozusagen. gesucht Also, gewesen. was ich auch nicht verstehe, ist, er sagt, ja, in Rumänien kann man sich, also hat ihn so einen Ruf, dies, das, aber wieso wird er denn von der Behörde, also kann er den nicht blackmailen? Was heißt Blackmailen? Ja, blackmailen in dem Sinne, Donim 1000 Stutz. Mhm. Donim Ah, 1000 Stutz. also- Korruption, Bribe. korruptionmäßig. Ja, ja. In dem Fall hat er doch nicht so viel Geld und Bugattis, kann man das sagen? Keine Ahnung, also Geoutet. am Schluss sind auch seine Wege und so jetzt momentan inhaftiert, sagen wir. Und Ja, er hat das Wort konfisziert. Konfisziert, Ja, oder? ja. Keine Ahnung. Inhaftiert. Bro, er hat mit ihnen pennen. Hast du es gerade angeschlagen? Oh shit. Zack, Nicht, rot. dass sein Zahn echt so realisiert wird, wie der Triton letztes Mal gesagt hat. Kein Aufwand. Ja. Oh shit. Also Also kommen geil. wir nochmal kurz zurück zum Fleischthema. Also wir haben nicht über Fleisch geredet, wir haben über die Milch geredet. Hä, und nicht über Kühe. Ja, Kühe und Milch und nicht über Fleisch gar nicht gegangen. Aber da- Oh, Junge, okay, machen okay. das jetzt zu. Komm. Wir machen es zu.
Yes. Fazit: Solange du keine Kuh selber hast, ess kein Fleisch. Ja, Amen. solange du noch keine Gedärme siehst für Kühe, darfst du auch kein Fleisch essen. Ja. So. Ja. Kann ich jetzt aus meiner Rolle rausgehen? Ja. Du darfst meinen Gut, Sohn. danke. Hey, den Februar will ich mal Veggie machen. Also so komplett. Okay, was heisst das? Normalerweise esse ich immer Ja, so ein ist voll bisschen nicht Fleisch, schwer. aber wirklich nicht Für die viel. ist echt nicht schwer. Darum so Aber schon fein, dritten, ja. Alter, kochst du für dich selber? Selten, Bro. Was kochst du denn, wenn jetzt der Fleisch. Februar anfängt? Sorry, aber wenn ich gekocht bin, meistens Das ist geil. Fleisch. Aber was kochst du Ramsay. am 1. Februar? Ich weiß nicht, ich koche gar nicht. Für was hat meine Mutter? Für was hat sie mich? Hat man mich nicht getrennt von ihr? Wieso hat man die Milch gegeben? Ich muss die Milch von der Mutter haben, hallo? Nein. Nein, ich koche leider sehr selten, beziehungsweise. Ja, gar keine Zeit, Mann. Ja, mal jetzt hast du Zeit. Mein Motto ist lieber für die Zeit arbeiten gehen und etwas zu essen kaufen. Brot nach Hause bringen. Brot nach Hause bringen. Nein, ich koche, was koche ich? Ja, irgendwann wirklich eher nur so Fertiggericht, so halb Fertiggericht. So. So Reis oder so machst du nicht? Ja, Reis, Spätzli, bla bla, Aber sag mir Tortellini nicht so- und dies, das, Pasta. Das ist alles einfach. Sag mal nicht so Ist nicht Uncle Ben's Reis oder Nee, so. nein. Das ist echt Kriegsverbrechen, was ich da gemacht habe. Uncle Ben's Reis. Was hast du gemacht? Noch nie gehört. Es ist einfach scheiße. Es schmeckt voll nach Ah ja Scheiße. gut, ich habe das noch nie gegessen, Noch nie glaube ich. gegessen. Außer vielleicht bei dir mal. Ja, Basmati-Reis. Basmati. Oder Jasmin ist auch gut. Ja, Wenn du okay. viel Basmati die haben, ja. Aber die haben auch Reis in Indien, haben, die Fabriken haben auch, wie heißt es, einen Vorwurf gehabt. Inhaftiert. Ja, wahrscheinlich, keine Ahnung. Weil sie haben anscheinend ein Prozentsatz vom Reis ist Plastik gewesen. Oh ja, hätte ich auch gesehen. Also bewusst oder ist das auch Mikroplastik, Bewusst. war einfach mit. Innenwäsche, also Strecke. Ach der Reisstrecke. Okay. Krass. Also ganz wichtig, wenn ihr Reis macht, lang waschen. Ja, Langwäsche. Wieso? Ich weiß wieso, fuck. Stärke. Schwermetall. Schwermetall und Giftstoff nehmen die auf. Ja. Also, Nein, es ist ein anderer, ich habe was noch anderes Habe ich gelesen. gemeint, es tut mir leid, korrigiert mich bitte. Jetzt. in den Ich Kommentaren. schwöre, ich habe noch Was was aber meine anderes. Mutter immer sagt, ist einfach Stärke rausnehmen. Damit es nachher beim Kochen ist so gut schön möglich. fluffig wird. Ist gut möglich. Es ist gesund, nein, es ist nicht, also sicher wegen, da ist sicher ein Ansatz, aber es ist, der Hauptding ist wegen irgendeinem Enzym, wo drin ist. Das ist auch möglich. Irgendetwas, das da nicht gut ist für den Magen. Dass er lang so waschen, Ach so. damit da, So viel Magensäure oder so schlecht. keine Ahnung, irgendwas für irgendwas ist schlecht anscheinend. Aber Jetzt heisst es eben irgendwo habe ich eben gelesen, dass eben Reis so Schwermetall drin hat und so weiter. Ja. Aber noch habe ich überlegt, wo leben die Menschen, die am längsten leben? Japan, Japan und nochmal so ein Dorf in Italien. die sind durchschnittlich über 95, Bro. Das habe ich glaube auch gesehen, Kann wo in länger Italien stimmt. Krank. Wieso in Und Japan? hast du die Ernährungsform gesehen? In Japan? Ja. Veggie. Hä? Nein, Ja. keine Ahnung. Nein, die komplett, Schweinefüße. Veggie. Einzige, was ich noch esse, ist Fisch. Fisch, okay. Dings, Und sonst nur Veggie. die in Italien, ich glaube, ganz ehrlich, Nummer 1, egal was ihr esst, egal was ihr macht, Mhm. Nummer 1. Und das ist auch in Japan. Gut. Nein, es ist Lebenssinn. Weißt du, die haben ja so die Kugigai und so das Zeug da. Sinn des Lebens. Die acht, ja, kenn ich, ja. Es heißt Ikigai. Ikigai, genau. Ikigai, dies, das, Ananas. Weißt du, die nehmen so Sachen sehr ernst. Mega, Japan, ja. mega. Und zwar, weißt du, ab wen eine alte Person stirbt? Wenn sie nicht mehr gebraucht wird. Ein Mensch ist ein soziales Wesen. Sobald er nicht mehr Ja. gebraucht wird und Ja. in einem Altersheim auch nur eine Nummer ist, stirbt er einfach. Ja. Fertig. Cool. Und die Leute, die sind viel verbundener mit älteren Leuten oder die älteren Leute sind viel engagierter im System Mhm. und darum leben sie länger. Voll. Egal was sie essen, egal was sie Sie denken. fühlen sich gebraucht, auch im Alter. Sie fühlen sich gebraucht, sie wollen leben, sie wollen ein Teil davon sein und sie Mhm. machen es auch und bekommen es auch über. Mhm. Und darum ist die Lebenserwartung nicht so hoch. Das ist echt ein geiler Ansatz, weil man merkt, also man sieht es auch in der Architektur oder allgemein, wie es Städte gebaut sind in Japan und Mhm. China und so. Oh, krass. Es gibt Also ja Respekt. hure viel so Fitness, Street-Workout-Zeugs, wo Auch ältere nur- Menschen, die du siehst. nur ja. alte Menschen Ja. dort irgendwie so Sachen machen. Da ist auch oder- Aktivitäten und so, das ist ja extrem wichtig für eine gute Gesundheit. Böse. Und Absolut. alle am Ping-Pong spielen, Alter. Du siehst nur alte Ja. Menschen am Ping-Pong spielen, die ganze Zeit. Den ganzen Tag. Ja. Zu geil, echt. Aber ja, Ikigai, es gibt ein Buch, echt ein gutes Buch, wo Ikigai heißt, von irgendjemandem kennen, ist nicht Planer. Ich habe es auch Habe ich mal gekauft, gelesen. auf Deutsch übersetzt. Ah, nein, auf Albanisch übersetzt. Habe ich sogar. Ah ja? Mein Vater ist es gerade am Lesen. Wie heißt es auf Albanisch? Nein, auch Ikigai. Ja, ja. Ikigai!
Ikigai? Ikigoyen. Ikigai. Wie heißt der? Ikigai. Ikigai. Lamborghini gesagt. Lumbergumber. Nein, wie? Lumbergumber. Lamborghini. Lamborghini. Und wie hat der Bugatti gesagt? Bugatti. Bagdata. Bagdata. Das ist wie Patata. Lamborghini. Lumbergumber. Ja. Lamborghini. Der ist so geil, ne? Der ist ja aus dem Zwerchfell gekommen. Lamborghini. Fuck, Also, haben wir noch irgendetwas oder sollen wir da abrappen? Weil ich will gerne schlafen und morgen wieder lernen. Wie spät ist es? Halbe, 11. 10:30, 20 vor 11. Gehen wir ausgehen. Yes. Yes. Das war die Frage. Also gut, jalla. Du musst noch lernen. Oh mein Gott. Schau seine Ich Augenringe. muss schlafen. Schau seine Ich muss Augenringe. schlafen, Alter. Aber ganz ehrlich, ich glaube mehr Augenringe wie du. Nein, ich glaube nicht. Du hast auch Augen, das ist, weil du heller bist. Nein, das ist wegen dem Stirn. wo Ist so da jetzt gross ist. Rassismus gewesen? Nein. Das ist Was heisst, bin ich hell? Milchzismus gsi. Das war Milchzismus gsi. Das ist Inklusion. Rassisten. Ja, ich habe letztens überlegt, Rassisten sind doch die Rassler spielen in einer Band. Dann sagen wir doch Rassisten. Stell dir vor, Alter, da gibt es einfach, der heißt wirklich so. Rassler. Rasslischle. Rassliste. Also rappen wir ab. Ja, Wir sind ja, nächste Woche wieder ja. rum. Nächste Woche sind wir alle 3 mit Augenring. Nein, erst recht nicht mehr, weil dann sind auch meine Prüfungen gerne mal fertig. Und dann kann ich gerne mit der Bachelorarbeit anfangen. Oh mein Gott, ich auch. Gerne am nächsten Montag fangen, ja. Also jetzt fertig am Mittwoch und am nächsten Montag wieder. Craig. Und bezüglich der Bachelorarbeit müssen wir noch schauen, ob wir da vielleicht mit... Egal, wir reden dann auf Camera. Also hey, wir wünschen euch eine prächtige Woche. Hoffentlich... Ja, Druck und ich rede einfach. Oh shit, yeah. Oh hell no! Yes! Also eine schöne Woche miteinander. Halt. Ciao. Peace. Ciao.